Fragt der Teiersball für mich wie der Bernabeu-Stadion für Real Madrid. Keine Vorstellung, wie so viel Leute kennen. Aber bon, ich gesehen trotzdem nicht wenig verzweifelter, fassungslos Gesichter, ob denen ich die existenziell froh lesen, hat dem Mann do nicht schon misär genug, muss den noch ein Kabarett spielen. Und effektiv, wenn 20 Jahre Kabarett schreiben und auf die Bühne bringen und man daran enden, dass die ege Frau in der Regierung landet, dann ist das ein Point, auf den ich selber wohl nie kommen will. Dafür hast du an die Box gegangen. Ein Freund der Regierung hat Lützeburger Wort an der Kritik oder Premiere von dem Programm getitelt. Ein Freund der Regierung. Ja, was das ist. Hatten die Leute gemeint, das ging es Kabarett furiert machen oder wie? Ein Freund der Regierung, natürlich auch Kabarettisten kommen nicht von Enker Gerhoven nun. Mach was du willst und meine Frau, hal ob mir heim auf Nerven zu gehen, geh wann ich kliff drum auf die Bühne. 2016 kriegt CSV 30 Sitz. Und der Felix Bratz als Supplement mit dabei, weil den sich von der ganzen Gambia-Equipe am besten geschickt hat. Roter Blau kommen wohl nicht mehr froh, dass sie alles verräten. Vielleicht packen nicht noch ein paar Gränger, ich weiß es nicht. Vielleicht David Vordenker geschrieben hat, katholische Klimakämpferin aus dem Osten. Bausch, Agira, ich meine nicht der CSV wählt. Der Name Camille Gira, was hat dem Mann etwas Last getrippelt, wie ein Jurist auf Fies verboten hat. Das ganze Land, das am Mucke läuft, geh auf Europa, weil die auch kein Fies mit dir verscheißen, scheißen sie halt auf die Leute und auf die Hände. Und dann hast du auch noch die einfachste Jurist, bekanntlich, die auf der Sinnebock. Das Land geht wie Valais von Fies. Überall, wo ihn hinguckt, überall lauert der Fuß zum Sprung bereit. Aber was hat der Bausch sich alles müssen unheieren? Aber was muss den sich? Also, hinter dem Jangli an dem Charlie, geht an dem Landteil über den Tram gebradelt. Ja, lo geht gebaut. Heulen und Zähne knirschen am ganzen Land, aber wenn du bis fertig ist, für den Raver alle geht matt. Und dann die Radaren. Was hat Volksseele da gekacht? Was war da etwas langsam? Also sogar bei Leuten, bei denen ich gemengt und einen gewissen Grad und Intelligenz können festzustellen und sie abgeregt, kann eine Melodie für den Blutdruck. Dabei ist es schon nicht kompliziert. Es ist ganz einfach. So lang. Es nämlich weiterhin an dem Land halt zum guten Ton gehört, mit der Panz voll Auto zu fahren, zu brüdern wie der letzten Idiot, an der Kauf zu hören, sich selber für alle anderen Menschen zu schürt und zu Tod zu rennen, ja, so lange muss der eben noch Berge gehen, das ist nicht mehr kompliziert wie das. So, und los die neben Radaren da. Radaren. Und dabei hast du auch gewusst, dass ich muss machen, für nicht geblitzt zu gehen. Jeder weiß, wo die Radaren stehen. Jeder weiß, was du musst machen, für dass es nicht blitzt. Also jeder weiß, dass der Baustadt just mischt, für uns tun, aus der Tasche zu ziehen. Wie blöd muss ihn da sie für die Matze machen? Also Heinz, du hast aber den Eindruck, dass der Staat sich nicht immer muss die Gescheit kümmern. Und dafür, für all die, die noch nicht so geschnallt tun, Picker Bleistift daraus mitschreiben, wenn es klifft. Auf der Straße steht für uns alle Radar zweimal ein großes feierliches Schild. Da steht Radar drauf. 3 verschiedene Buchstaben an einer relativ übersichtlichen Reihenfolge angeordnet. Kann ich von rechts nach links oder von links nach rechts lesen? Das ist ja nicht so schwer. An dem meisten feierreichen Schild steht an der Rund. In einem roten Rundel, da steht ein 12 drauf. 70 zum Beispiel. Das ist auch eine verständliche Kombination von 2 Ziffern. Das ist die Vitesse, die erlaubt das. Wenn die 12 im Schild dieselbe ist, das ist ja bei einem Tacho,
oder Tacho drinnner, dass ich da gut von muss bremsen. 3 Buchstaben an 2 Zölen, dat mis awer ze Mächer sinn dat das Back to Basics, dat war de Schulprogramm vun der Madame Brasse vun 1999. Und da sind sie einfach an der Chamber, de Gilles Roth und Jan Adam oder Adem, den Duo infernal vom parlamentarischen Nonsens, sich nicht zu schuld, für an enger Question parlamentär den zuständigen Minister zu fragen, ob in die Radar und dann da war wenig mehr tolerant könnt man. Also wirklich, der Roth als Jurist, das ist ein ausgebildeter Jurist, an die nötige Külo vom Minister zu verlangen, legal festgestellte Wittessen, mal einfach ein wenig mehr labber zu handeln. 70, 72, 75, mein Gott, was soll das dann? Das ist nicht so gelebt. Wenn du dich immer schon gefragt hast, wer den eigentlich in der Populismus versteht, der tut mir seine Möglichkeit davon. Der Bayer durch Randalea, dann der Schildchen springt mal auf den Zug. No Motto, freie Fahrt im freien Rindvieh. Das Einzige, was ich beim Franz Bausch nicht verstanden habe, das war die Aktion mit den aufgesäten Luteportoen. Wir hätten ja einfach ausmachen können. Bei den nächsten Wahlen, die wir ja vielleicht gar nicht müssen aufhalten, das ist alles schon gewusst. Also CSV, die kriegt bei den Wahlen die absolute Majorität. Der Giltje geht Minister, auf wird man Frenzingen Tram durch die reéquilibrierte Radaren. Und wir feiern endlich nicht ein normales Leben daheim. Auch ich habe fromm Wunsch. CSV kritisiert übrigens nicht vom Wähler, sondern von der ILRAS. Das Nationalmeinungsforschungsinstitut, wie das immer so schön heißt. Die ILRAS forscht, welche Meinung wir sollen haben, und dann erfinden sie sich für uns. So ein Motto, wie das mir ja alle gute Blödsinn wie 100 Meter fällt weh, muss mir echt so, wer das zu denken hat. Da kämen schon auf Reden. All paar Monate, für kurzem mir nachlesen, lest die Sondage vom Stapel, da wird die berühmte Sondesfrage geklärt, wann eine Sondewahl wären, wie gibt dir dann, ja, es sind Sonden, aber keine Wahlen. Me wat wir Wander wären, erklärt dann der Nilresdirektor op der Tëlle an décidéiert, wat de Wler eventuell kéint ze wëllen hunne. An so ginn dann de Béierdech mat Menunge gefiedert, die meescht net am Stand hunn sinn sich selber ze ma. Dat nennt den Meinungsmache. Me fleicht sinn die Ilres Sondage Jo so zuversichtlich an zo verlässig für allem wie déi an England wat de Brexit durchgeht oder wie an den USA et wesinn jo net. Sind nicht. Was mich so ein bisschen gewundert hat, die beleefste Politikreise Jean weit für ab. Und da lassen Pence einfach, du machst die Bartolomeo weg. Weil sie sonst die Wieseland nicht auf dem Podium gekriegt hätte. Denn du musst denen am besten die Pulver passen. Das wird nicht durchgegangen für die zweiten Platz. Soweit zur Objektivität. Früher war alles nicht besser. Mit war mir anecht, et war mir einfach. Eigentlich müsste doch gar keinen Spaß mehr so auf CSV zu klappen. Früher hatte ich bei denen wenigstens an Leute, die konnten ganz ungeniert erzählen, weil sie vom Inhalt hier kabarettistisch etwas zu bieten hatten. Auch so, mit denen in ein halbes Programm konnte füllen. Was für der Lützeburger Kabarett ohne den Wort Schmisch? Oder Jean-Marie Halsdorf. Ja, heute muss ich mich mal so einem intellektuellen Grobmotoriker wie dem Laurent Moser auseinandersetzen. Der keine Gelegenheit auslässt, sich über Flüchtlinge auszulosen, den hat er einem Terrorist gesagt, an den auf Facebook Sätze vom Aristoteles zitiert, die den nie gesagt hat. Also wenn ihr bedenkt, dass jemand ein Chamberpräsident war, also der Moser nicht ein Aristoteles. Und heute ist den zum ideologischen Frontlader an Sache Fremdenfeindlichkeit avanciert. Schon längst aussicht, dass den 2016 kein Minister gewesen ist, denke ich mal, ich durch auf die Stier treiben.
Am Namen von der Kommission Soziale an des Egalités des Chances, ich begrüße Sie alle heute Abend, für enfants zwei Evenementen zu feiern. Wir hatten zwei Cours organisiert für Parents, Grands-Parents, ein Cours de Prävention en Premier Secours organisiert. Da war viel Leid inscrit, war 23 Inscriptions. Wir hatten von zweimal, das war die zwei Samstag 2 Stunden Lützeburgisch und 2 Stunden am Französisch. Und das war wirklich ein super Succès. Das war effektiv für die Leute Gelegenheit zu kriegen, ein bisschen mehr einfach und ohne zu fährten. Kanner oder Enkelkanner daheim versuchen. Voilà. Das war für Cours Parents, Grands-Parents. Ein anderer Kurs war das Jahr, das war Kurs von Babysitting für Jugendliche. Das war viel, die inscrit war 18 Inscription. Von den 18 sind 14, die kriegen ein Zertifikat. Ich bin ganz stolz, dass die Kurs suivieren hat, das ist eine Erfahrung für die Zukunft, meine ich. Und ich felicitiere alle Gör. Merci. Die Damen und Herren, liebe Jugendliche, geht Dich, das Dich gegangen und geht kleinen Kant, der Herrn betreut. Die hat heute Sachen geleiert, wo ich hoffe, dass sie nie muss gebrauchen. Die hat aber lomalenke gesehen, wie das. Das war aber, muss ich so ein Teilweise nehmen, ob einer Pop zum Beispiel oder Theorie, aber in der, da man einen Kleinkant daheim erlebt, dann ist das etwas ganz ernst, da sind Emotionen dran. Und ich will aber auch der ganzen Kommission, merci so an dem Benedikt Can, der Kommission Soziale, die das heute organisiert hat, und ich will den Chargé de Cours noch ganz große Merci so für das Engagement. Die hat etwas beigelehrt, etwas für das Leben gelehrt. Und ich wünsche mir, dass da doch könnt umsetzen, dass da viel gefroht gibt Babysittern an den Eltern, an den Großeltern, die den Kurs besichtigt haben. Bei denen wünsche ich viel Spaß mit den Enkelkanner. Und was kann man sich ja schon aus dem Alter raus? Ich meine, Enkelkanner sind noch in der Reihe. Dafür denen viel Spaß. Und wie gesagt, die hat auch Material gekriegt, wo ihr auch nachgucken könnt. Dass ja auch Literaturbücher sind auch mal gesagt, wo ihr könnt nachgucken gehen. Also greift ruhig drauf zurück. Aber wie gesagt, die habe ich den Diplom dann auch rechtlich verdient. Ich will auf jeden Fall alle guten Partizipanten felicitieren, dass sie sich das angetan haben, für einer zu kommen. Aber wenn ich so sich das angetan habe, meine ich, als das nicht mehr positive von ihr alle Guten. Auf jeden Fall Felicitation dem Benedikt an der ganzen sozialen Kommission für die Organisation von dem ganzen Hai. Felicitation und Chargeen, an der war hauptsächlich auch Felicitation und ihr Jugendlich. An waren d'Eltern, dat ze daheim kommen sind. Und ich soll nicht mehr für Nulllächt, dann gibt man zur Diplomüberreichung kommen. So, dass wir auch ein Lust auf unseren Internetseite setzen, mit ihren Namen dabei, wenn da dann Leute an der Gemeinde sind, die einen Babysitter sichern, dann ist es so, dass sie können auf unseren Internetseite zurückgreifen und da gucken gehen und da fanden sie sich auch Licht. Sodass da auch dann ein Forum hat, wo die Leute direkt rumfahren und noch dort Garantie haben, dass der Babysitter-Kur an der Gemeinde gemerkt hat. Ich meine, wir rufen hier einfach ab, einen am anderen, und dann kommt da hin, am Ende auch. Ne? Felicitations. Felicitations.
Zu Kielen konnten Stangeforter Musikschüler vun der UGDA a Präsenz vum Premier a Kulturminister Xavier Bëttel aus den Hand vun der Responsabler vun der Stangeforter Musikschule Daniel Till an dem Bäuermeester Jean-Marie Wirth hier Diplome entgeintwellen. Ich begrüße nicht alle guten recht herzlich haut Nowen zu der öffentlichen Versammlung. Wir hatten als gedurcht vielleicht ein paar mehr Leute kommen. Aber das war kein Thema. Wir sind aber froh, dass dir Zeit von tut, hier zu kommen. Wir haben also auf jeden Fall gesagt, dass es doch wichtig ist, für mal eine kleine Versammlung zu machen, wo wir auch über das Gesellschaft sprechen, die heute zu stehen vor das. Das heißt auch, dass wir gucken, für wie setzt sich als Gesellschaft zusammen, an auch mal die Indikatoren sozial gucken. Und dafür bin ich ganz froh, für heute dich können zu begrüßen, dass den Herr Patrick Salvi als responsabel bei der Croix-Rouge über d'Office Sozialen, ist das so? Ja. Und dann habe ich nach Madame Isabelle Wegmanns auch durchsetzen. Sie ist responsabel von unserer Epicerie Sozial. Am Publikum begrüßen wir auch ganz herzlich die zwei Assistenten Sozialen von dem Office Sozial von Stengelfort, der Office Sozial Regional, das ist Madame Muriel Siro und Madame Sophie Gallien. Bonsoir. Mein Name ist Patrick Salvi, ich arbeite an der Direktion vom Rote Kreuz und die Gemeinde Stengelfort hat mich invitiert, über den Bilan, über die Statistiken zu schwätzen, die an der Region vom Office Sozial Stengelfort gehen. Wie sind die Leute, die hier kommen, welche Probleme haben sie, welche Lösungen können wir ihnen proposieren, was ist der Outillage von den Assistenten Sozial, was sind die Indikatoren in Europa, in Lützeburg, auch spezifisch hier in der Region zu Stengelfort. Laut der Croix-Rouge riskieren zu Lützeburg knapp 90.000 Einwohner durch verschiedene Umstände an die Armut aufzurutschen. Wir haben aber auch eine Armut, die dadurch bedingt, dass Differenzen von den Ressourcen, die die Leute tun, verschieden sind. Und es wird gesagt, dass wenn in 60% unter der Moyenne von allen Revenuen ist und da muss leben, da riskiert den an Armut zu fallen. Dann ist noch über dem Taux vom Revenu-Minimum Garantie. Wenn ich von Armut schwätze, gibt es extrem viele Definitionen. Schon immer eng, die ich ganz interessant fand, dass die heute, das nicht immer Essen, Trinken und Schlafen und darüber dem Kopf, mit muss sich auch können menschlich, gesellschaftlich können erfüllen. Was interessant ist an dem Tod, den du gesehen von 15,3%, das ist, wie sind die Leute? Et soll nicht vergessen, dass praktisch jeder Verein durch irgendeinen Umstand an Armut kann fallen. Es gibt aber auch ein paar Kategorien Leute, die dem Risiko besonders ausgesetzt sind. Das sind nach langer Zeit Personen, dafür sie logischerweise besonders Frauen betroffen. Da Jungleute, Ausländer, Leute ohne Qualifikation und Leute ohne Arbeit. Den Todeschomage lag 2015 bei 6,11%. Sich da gesagt am Wartesaal gesagt, ich muss mich für eine ausdehnen, also was bei mir nicht geht. Aber das waren 320 Städte, die kommen sind, letztes Jahr. Und der sieht von 211 Wohnen, wo es nach 230 angefangen wo das Gesetz kommt, also eine regelrechte Augmentation von 39%. Ich meine, das soll ich nicht so viel konsiderieren, weil das Gesetz neu war, mit weise aber wirklich hin auf eine richtige Progression. Die Croix-Rouge Zahnboutique am Diederichshaus wurde lang zu Stangelfort 325 betroffene Personen unterstützt. Zum zweiten Punkt, dass so kommen wir bei den Sidero, bei den regen Überlaufbecken, das ist eine große Arbeit, die wir hier müssen beim Weiher machen. Da sind wir auch ganz froh, dass der Herr Jean Weicherding hier als dich hier begrüßen ich den Herr Claude Bastien. An den Herr Alain Kiefer, den Herr Claude Bastien auch von Sidero, an Herr Alain Kiefer, das Gesicht könnt ihr euch direkt merken, hier als bei Schröder Associé zur Zeit nach, wir haben hier aber engagiert auf der Gemeinde, sodass ein Geschwind auch an unserem Servicetechnik auf der Gemeinde schafft.
Und dann nebendrunner ist es natürlich auch der Marc Kuhnen, den Ingenieur von der Gemeinde, den ich auch dann am dritten Punkt nach als Chantien enke proposiert oder weist, wat das do alles op zoken oder wat was man gang sind zu machen. Wir stellen ich ein Projekt vom Reniverlaufbecken beim Centre Rödemer zu Stengefurt 4. Oder das für die Gemeinde noch für das Sidero schon eine sich enge Geschichte, weil die Basing aus ganz dringend ging 2005 wie ein neues Lotissement gekommen ist. Da sind wir vom Staat und sich gedreckt gehen, für ganz sehr die Basing auf den Instanzenweg zu gehen. Da sind wir natürlich eine Zeit, wie das beim Staat so ist, Henke gelost bis 2012, bis wir dann ein Subsid garantiert kriegen. Aber da muss ich sagen, das CDU an die Gemeinde wart ganz gern auf den Bescheid von dem Subsid, weil der Staat lädt bei so Sachen 75% bei. Und dann ist es nicht mehr bei, wenn ich nicht angefangen zu schaffen, eher den Akkord war. Dafür hat das dann so lange gedauert. Den Herr Bastian, Ingenieurtechnicien vom Sidero, hat die nötigen Erklärungen zum Rhein-Iverlaufbecken Rödemer gin. Das Becken wird südlich vom Weiher beim Centre Rödemer gebaut. De Marc Kuhnen als responsablen Ingenieur vun der Stengefurter Gemeng huet de Leiit Projekt nach Chantier firstalt an erklärt. Der Gemeng ass et gelungen, de Schwarzenhof an der Zone protégé vum selwechten ze kafen. D'Renovierungsarbechten hu schon ugefangen. De Kloterpark, déi dege Sturm komplett zersteiert gouf, soll bis mittest Joerem funktionéieren. Inhaus vun der Gemeng an der Cité de l'Usine gëtt renovéiert. Et gi 6 Häuser an der Rue Schwarzenhof nief der Glanzstoff Textilkocht gebaut, déi d'Leuter kënne kafen. Konditionen gëtt op der Gemeng gewuer. An der Cité Herrenfeld gëtt eng Etüd fir e Strassebauprojet gemach. Villa Koller ass am Gang renovéiert ze ginn. Do entsteet Rez-de-Chaussee in einfache kleine Restaurant an die Räumlichkeiten für das Syndikat d'Initiative a verschiedene Clip. Die ganze Fass als Parking reaménagiert gëtt, an am Fong méi eng proper Méiglechkeet geschaffen gëtt fir 100 Gemenge ran rauszufuhren, fir rundum Gemeng ass de Kiosk, den am Fong Orlo an engem Zostand ass den pur Reparaturarbechten brauch. Dann ist es ein größeren Straßenbauchantier an der Rue Koller, den Orlo am März soll aufhängen. An der Gegend von Mirador gleichzeitig zum Straßenbauchantier, wo verschiedene Einzelkleine Aménagementen realisiert gehen. Das ist unter anderem, wie gesagt, beim Mirador ein kleines Sitz, wo ein Autofitness installiert wird. Dann ist es die Abstelle von einer öffentlichen Toilette, wie gesagt, für den ganzen Komplex noch mehr attraktiv zu machen. Dann ist es noch mehr südlich, wie gesagt, zu Stengefurt. Dann ist es beim Rödemer der Weiher, den wie gesagt, an den properen Zustand gemacht wird. Das heißt, du hast im Endeffekt den Auslauf kontrolliert, gehen konstruktiv, ob den alles okay ist. Gleichzeitig wird dann das Wasser noch auslaufen gelassen, für innen am Fond den Fond zu kontrollieren, zu putzen. Der Rhein-Reckhaltebecken Rödemer entsteht südlich vom Weiher. Dann sind wir schon zu Kleinbetten, wo lernst den hohen W ein größere PHP geplant ist. Auch da ist das Jahr durch die Infrastrukturprojekte, Straßenbauprojekte zu Ende zu planen, auszuschreiben und noch umzufangen. Dann ist der ganze Komplex, der im Moment von Arbeiten am Zentrum von Kleinbetten lebt. Das heißt Trüdler Gare,
wo aktuell wie gesagt, Stroß gespart ist, wo die Brick erneuert wird mit alten Resoen. Dann ist es auch aktuell Derbechten an der Rue de Château, wo lo am Gangen ist, wie gesagt, der letzte Teil von der Resoen gelöst zu gehen, dass wir auch da können Ende März Anfang April fertig sind. Gleichzeitig plant das Gemeng Transformation von der Aller Millen, das ist an der Rue de Sterpenich zu Kleinbetten. Das ist ein bestehendes Haus, ein bestehendes Allmillen, wo den Charakter, wie gesagt, soll erhalten gehen, den historischen Charakter. Dann ein kleiner Einblick auf die CFL, wie gesagt, das ist auch ein Projekt, das parallel zu den Gemengeprojekt lebt. Den haben wir dann von der CFL sich begleitet und geplant. Und zusammen habe ich, wie gesagt, mit der Gemeinde Pont-Chaussee und dem CDRO. Das wird zu erwähnen, dass der ganze Komplex da größer Arbeit noch bis Ende des Jahres war mit nächstes Jahr an Tausch stehen, die mit dem Straßenbau-Chantier von Kleinbetten musste koordiniert gehen. Aber dann noch kurzer Blick auf Gras. Du hast hauptsächlich der Zoning, wo der Straßenbau auch realisiert ist. Du plant, du hast im Moment an der Planung ein größeres Parking couvert, ein Surterrain mit 3 Niveauen, ein Niveau weiter war, wie gesagt, für da weiter Parkmöglichkeiten zu schaffen. Voilà, das war wie gesagt, von meiner Seite ein kleiner Anblick an die Chantien, die aktuell laufen und auch an der Planung sind. Merci. Die Infrastrukturarbeiten am Zentrum von Kleinbetten haben pünktlich angefangen. Weil die Brick muss komplett erneuert gehen, aus dem Zentrum für die nächsten 6 Monate gespart. Hier ein paar Impressionen vom Chantier. Weil die Schulbussen nicht bis bei der Schule fahren können, gouf heute Pedibus angefeuert, den dann noch ganz gut funktioniert. Auf der Kreuzung Rüde Hagen, Rüde Steinfurt geht der Verkehr durch Schlute geregelt. Sollt wir da an der nächste Woche mitspielen, dann müssten die 4 gesinnten Deleen von diesem doch aufwendigen Chantier eigentlich angehalten können gehen.